Auf ein neues, liebe Freunde, zurück bei Pokémon Legends Arceus. Ich habe offscreen bereits erwähnt, kurz die Box neu sortiert. Mit den neuen Pokémon, die wir gefangen haben. Entschuldigung, bin gerade ein bisschen am Überlegen gewesen, weil, also auch offscreen überlegt, wieder mal mit einem neuen Team und so Umstellung. Eigentlich gefallen mir Teammitglieder wie Tonupto, Empoleon und Ursaluna sehr gut. Vor allem aktuell Ursaluna und Empoleon. Vulnona auch noch, da müssen wir ein bisschen gucken, wie sich das dann später bewährt. Ich glaube, Roserades wird bald wieder aus. Galagladi vielleicht auch. Und da müssen wir überlegt, vielleicht mal Gardevoir mit reinzunehmen. Ich habe irgendwie auch wieder Bock wieder mal auf den Psyana, der schon lange in der Box liegt. Und ja, eins meiner Lieblings-Pokémon ist und auch meine Lieblings-Evil-Entwicklung. Lucario auch eigentlich. Und ja, man könnte es auch wieder mitnehmen. Es sind einfach nur 6 Pokémon dabei, das ist so scheiße. Aber egal. Massenhaft Pokémon, Paras, Dingsbums brauchen wir alles nicht. Wir gehen ins Weiße Frostland. Und holen uns nochmal ein legendäres Pokémon. Eins vom Seen-Trio. Ist eigentlich. Hä? Ist jetzt auch da? Haben wir jetzt gerade oben. Die ist einfach momentan. Aha. Einfach immer überall in dem Gebiet da, okay. Das sind die ganzen Vulpixe. Die Alola Vulpixe. Guck mal. Hier ist euer Bruder. Schwester, Entschuldigung. Oder. Ich weiß nicht, wie will man Bruder, Schwester gendern? Ja, ich weiß, furchtbares Thema. Ich bin auch kein Fan von. Also nicht am Gendern selber generell, sondern halt am Thema. Dass man darüber diskutieren muss. Darüber bin ich kein Fan. So wird das. Also, kann natürlich auch näher hier ran, war. Hier haben wir noch einen scheiß Ballon liegen. Oh nein. Will ich mir meine Laune verderben lassen? Ja, will ich. Ich bin Masochist, ich will, ja. Ja, mach deine scheiß Quest 105. Was muss ich machen? Ja, gerne, ja, ich muss die scheiß Ballone-Dinger. Da warte mal, Moment. Das ist gar nicht der. Den haben wir doch schon. Moment, wieso mache ich hier Frage? Bin ich jetzt komplett bescheuert? Den habe ich doch schon. Der andere ist ja woanders. Hohohoho, das war knapp. Ich bin mir beinahe selbst ins Unglück gestürzt. So, wo ist der Schei? Wo ist der? Kann Salmang ist eigentlich da hoch? Wir gehen mal testen. So, die Kaskade beherrscht es nicht, wa? Was? Ja gut, was ich will, kann ja nicht viel machen. Sneeboss, das Vieh schon näher. Kampf-Gift-Pokémon. Eine interessante Mischung. Sederstärke plus ein Geisterlichchen. Ach, oben schon mal? Ja, natürlich. Das ist der scheiß Tempel. Du kommst, was denn hier schon mal ein Ding in der Nähe ist. Was ist denn da oben? Hallo Kadabra! Da schon zuhauf, oder? Ja, komm. So, und dann let's go. Yep, da ist auch schon. Ah, geht doch.
Die Draco-Tafel. Okay. Los ist, von denen die Draco-Tafel kriegen und das nicht erwartet. So, jetzt fehlen noch 3 Tafeln. Ja, jetzt müssen wir zu Herd dran, wa? Aber mit dem Pokémon-Team gut bedient bin, wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Die kommen müssen sowieso raus. Aber warte mal. Ja. Moment. Alles der Reihe nach. Ich habe Materialien gekauft für neue Bälle. So, da kann ich ein paar machen. Dann noch 36, das reicht eigentlich mal für eine Weile noch. 35 von denen, ja, komm, ich habe noch 9, mache mal 30, komm, und dann den Rest noch Tannenbälle. Klebkugeln müssen auch genug haben. Jo, noch 20 hinzu. So. Medizin wäre auch eine Variante. Ein paar Hypertränke, ein paar Top-Tränke. Dann Hyperheiler, das war jetzt einen. Schleifspray, das ist ja noch in den Punkt bemerkt wirst. Hab ich nie benutzt, muss ich zugeben. Wäre theoretisch mal eine Option. Oh, Fitlaucher wäre mal auch eine Variante. Na, dann machen wir 3. Supertränke brauchen wir vielleicht doch mal noch. Treffervitamine. Ja, gut, aber ganz ehrlich. Das kann verkauft werden. Ja, schön. Kann man jetzt ein bisschen was einbringen, aber dann nehme ich, glaube ich, gehe lieber auf die Sternstücke. Die bringen dann für mich persönlich gesehen mehr. Okay. So. Neues Gebiet, neue Pokémon. Da gucken wir mal ganz kurz. Team, eben eine Idee wäre von mir gewesen, nochmal Psyana mitzunehmen. Galaglei dabei. Psychoklingen, Nahkampf, Feuerschlag, Gedankengut. Wenn ich Roserade durch einen von denen jetzt mal austauschen würde, welcher wäre es? Kann man mit Rihorni mal was versuchen? Ist zwar 45 ein bisschen schwach auf der Brust, muss ich zugeben. Noch ein Skorgo mit Boden-Flug-Typus. Ist eigentlich auch praktisch eine Bodenimmunität und eine Elektroimmunität. Bei Elektro hat der auch. Boden habe ich eigentlich schon. Stahlboden. Also keine Power, aber dafür eine enorme Defense. Rihornio ist eher ein bisschen schwach auf der Brust. Gut, die Verteidigung ist zwar cool, aber Spezialverteidigung, na, ich weiß nicht. Und bei Elite-Pokémon wegen dem Magbrand testen? Nein, ich weiß auch nicht. Knacker hat noch einen Nassschweif, ja, da wäre eine Option. Vom Typen her habe ich schon so viel. Ja, Shelterra, aber da weiß ich nicht so recht, Freunde. Ich werde echt ein bisschen überlegen. Noch ein Stahl-Pokémon. Dann noch Blitzlicht, nur eine Triplette, dafür der Donnerwelle drauf. Also dann hatten wir schon so lange nicht mehr, nur noch Level 53, das ist halt auch ein bisschen schwach schon mittlerweile. Der Voltec, ja, aber der Steinhagel, irgendwie sind die Movesets bei der Voltec halt so ein bisschen, ja, kannst du machen, musst du aber nicht. Dann mal Eis-Pokémon, Eissplitter, Eisenschädel, naja. Ich hätte echt
echt ein bisschen überlegen. Sneebos hat natürlich noch Schwertanz zum Boosten und dann Trugschlag drauf. Er hat natürlich auch viel Power. Ja, komm, ich versuche mal Sneebos. Wenn ich einen Typen Kampf zu einem Team habe, aber shit happens. Jetzt haben wir auch Selfie. Und machen gleich ein Selfie. Ja, ist noch nicht viel, aber immerhin wir haben's. Ins Dorf zurückkehren. Jo. Dankeschön, Kumpel. Dann machen wir jetzt mal die Tafel der Feuerspeiinsel. Sonst haben wir hier alle Quests durch. Genau, Nebenquest. Da fehlen wir bereits, wenn noch eine. Vor allem der hier. Im Kraterberg Hochland. Oh. Ja, da passt wieder die Faust aufs Auge. Multiple Aufläufe. Mit Perle ist noch was. Mit Diam ja auch noch. Quatsch uns mal kurz mit Diam zum gucken, was er überhaupt will. Ich glaube, es ist eben wieder eine Sidequest, die er hätte. Ich glaube, es ist sogar die letzte von ihm. Erleuchte mich mal am Faxo. Wo sind die Pokémon? Pliprin wäre noch etwas. Hier natürlich mit Finneon. Also muss zugeben, auch Fukano klingt interessant. Okay, die Quest kann ich nachher noch holen. Da muss ich eh hin. Da machen wir Pliprin noch und Finneon, wa? Fukano muss zwar nicht viel machen, aber ich habe gesehen, dass sie irgendwie noch einmal füttern und dann etwa da auf Pokédex Stufe 10. Dann passt es für mich. Ja, wenn es noch viele wilde Pokémon dazwischen. Da ist noch ein Staraptor. Genau, dann sind wir da nachher auch auf Stufe 10. Akani macht auch ein paar Mal die Attacken spammen, dann passt es für mich soweit auch. Wundelball. Dann hätten wir das. Jalelos ist mir jetzt nicht so wichtig. Dann gehen wir doch gleich mal zu den Finneon. Was? Aua. Ich hab nicht aufgepasst. Huch, was machen die hier? Da denken die Banditenschwestern tauchen immer etwa auf demselben Ort auf, aber offenbar nicht. Oh. Eisfee gegen Gesteinboden. Eine miese Wahl. Andererseits... Also Gedankengut nach Energieball. Ich will es einfach mal meistern lassen, wa? So. Vor allem Gedankengut, weil wenn ein Gedankengut auf Speed hätte, ist natürlich immer geil. So. Jetzt kommt Gengar. Hoffentlich eine Giftattacke. Schwein gehabt. Also da kommt sowas mit Matschbomben oder sowas. Das ist übel gewesen. Gut. Gengar ist eine Glaskanone. Der hält nicht viel aus in Defense. Ich muss besser aufpassen. Ja, ich auch, ey. Ja, beinahe alles gebrochen. Ciao. Ja, Tschüssikowski.
4 Nuggets. Immer deswegen lohnt es sich. Oh, den noch wildes Pokémon. Deswegen lohnt sich diese Ausflüge eigentlich mit ihr immer. Okay. Sneeboss, kann ein bisschen schwächer unterwegs. Aber egal, mit dem Level muss ich immer ein bisschen gucken. Muss ich wie schnell da hoch war. Rüber und hoch. Huch, da war gerade da. Ich wollte gerade sagen, da ist doch eins. Noch 7 Geisterlichter, sehr gut, sehr gut. Ja, viele sind es nicht mehr insgesamt. Ein bisschen Glück kriegen wir dann irgendwann mal alle in einer Folge durch. Das wäre ganz cool. Ein Elite-Schnurgas von mir aus. Oh, wenn ich immer Manntaxen so noch fahren muss, oh, da wird auch nervig. Mann, kannst du bitte mal... ja, aber jetzt müsste es eigentlich auch reichen. Lumineon, ja, immerhin habe ich eins gefangen, das ist schon mal die Hauptsache. Huch! Ein Shiny? Was gerade ein Shiny, was ich da gefangen habe? Doch, müsste eins gewesen sein, wa? Ja, nur gehört, es Fuing gemacht hat, ganz kurz. Hä? Endlich mal ein Shiny, ey, da habe ich so sehr, dass ich hier mal ein Shiny habe. Also generell im Pokémon-Spiel, ne? Aber da bin ich ja nicht einer der wenigen, das weiß ich ja auch, dass das immer vielen so geht, logischerweise, weil die sind ja auch sehr selten. Das Spawnrad ist eigentlich schon fast kriminell, so tief ist die. Achso, im Strand, ich wollte gerade sagen, wieso soll ein Bliprin ein Vulkan sein, dann wäre er pervers. Mann, ich will nicht Empoleon. Sag mal, Empoleon will sich betteln oder was? Oh. Ja, Schnelligkeit und Angriffswert von den Polen sind einfach nur krank. So, oh, eins müssen wir noch fangen, wa? Im Idealfall. Wie groß Nibos einfach ist. Da stehen da gar keinen Stahltypen. Die Attacke nehmen können. Hä? Wie hast du mich jetzt gesehen, Kumpel? Ja, jetzt reißt es mir aber kaum.
Na komm. Gehen wir weiter. Eigentlich ist noch was hier mit... Wo sind jetzt die... Moment, jetzt habe ich gerade durcheinander. Die Quest mit Perla. Nee, die ist noch gar nicht hier, wa? Soll aber sonst wir einfach da hinkommen. Okay, gut. Gehen wir mal zur Feuerspeiinsel. Beziehungsweise sind ja schon da. Huch. Achso. Da ist Elite Vulnona. Hallo. Achso, stimmt, die fehlen mir noch ein paar Pokédex-Einträge. Wenn du eh schon hier bist. Da kommt Typ Wasser besiegt. Der kann ihm doch aushelfen. Wenn sie mal so rumdrehen würde. Entschuldigung, wo ist eigentlich Napoleon? Ah. Steht natürlich voll frech gegenüber. Das überlebt, ich glaub das nicht, ey. Und schreien sich beide gegenseitig an. Wer ist fetter, wer ist größer, hä? Und Meistersamen, sehr gut, sehr gut. Machen wir eh noch. Leistungssand. Mal hier noch versuchen. Ne, das mit dem Spezialangriff. Bei Snee-Boss habe ich auch noch Spezialattacken und KP. Wobei ich finde, Verteidigung ist eigentlich immer gut. So. Genug davon auch. Machen wir jetzt einfach weiter hier. Nein! So, porten. Nee. Da gegen diese Dinger nochmal antreten. Wäre auch ein Spaß. Stimmt, da ist der Perla schon. Huch. So. Suzuki, kommt Rena etwa nicht? Jetzt hatte gerade Arcania einen Besuch ab. Ne, die war gerade da vorne und schwänzt. Lass uns hineingehen, Michael. Da gehen wir rein. Heatran. Feuergestein, war? Feuerstahl war's. Heatran. Wir haben natürlich die falschen Klamotten an. Fahren wir gerade kann. Oh, die Attacke verfolgt mich, verfolgt mich, verfolgt mich. Mist, ich wollte einen Tonnenball, scheiße. Okay. Puh. Die Eisentafel. Wie sie reinguckt. Kann nachher zu trainieren, tja. Strenge an den Tag zu legen. Jedenfalls gute Arbeit, Michael. Da geh mal. Auf der Feuerspeiinsel geschafft. Und hier dran gefangen. Und vergessen, Freunde, so liegen hier rum, können das irgendwie. Oh! Ach so, ich hätte hier dran sogar so angefangen sollen.
fangen sich halt, hätte man her dran auch gut kämpfen, wäre sicher auch gegangen. Aber wie viele meiner Pokés wären da vergangen im Kampf? Vermutlich alle. So. Lebenbälle gesammelt, sehr gut. Dann... Ja, ein bisschen was nachher macht. Aber erst einmal können wir wieder raus. Warte mal, haben wir Diam, der dort am Strand steht. Und wir wissen, dass Perla bei Ihnen im Dorf noch steht. Okay. Das ist sonst nichts miteinander zu tun. Dann lassen wir das nämlich mal so, wie es gerade ist. Mache ich noch kurz die Abschlussarbeiten für diese Folge. Die nächste Folge, wenn wir unsere nächsten 2 Tafeln holen. Oder es versuchen. Ja. Mitnehmen zwar nicht, ich würde es gerne ein bisschen verschieben. Dann kommen die dahin, hier dran kommt da oben hin, krass. Von der Nummerierung in diesen Decks. Tatsächlich, guck mal, Finneon ist ein Shiny. Meins farblich nicht auf den ersten Blick gesehen, aber trotzdem faszinierend. Unser drittes Shiny, Freunde, wobei natürlich Ponyta, also Shiny Ponyta ist das darüber bedingt. Das mussten wir in der Form erfinden. Aus Zuban und Finneon, die sind jetzt einfach so gekommen, weil sie auch Bock auf uns hatten. Sehr schön, das lobe ich mir. Okay, dann machen wir hier noch die Legis. Zack, zack. Ja, dann die. Okay, okay, da passt doch schon so weit. Auch mit den Trios und so weiter und so fort. Die anderen Wasser-Pokémon hier, die wir gefangen haben, mache ich dann später mal noch. Der Sortierung. Hast du nicht noch was einkaufen? Ne, eher verkaufen. Ein paar schöne Nuggets. So. Sehr gut. Geheilt ist das Team. Ja, logischerweise, weil ich geschlafen habe. Und ein Shiny. Yeah, Mann. Überraschendes Manöver gefangene Pokémon-Arten. Okay. Das hier aus dem Shiny steht ja gar nichts, wa? Schade. Lass uns mal sehen. Fukano 10. Finneon fehlt noch ein bisschen was. Das sind jetzt mal ein männliches und weibliches. Aber kein Shiny. Naja, Empoleon. Unona. Jo, dann hat normale Form. Lumineon. Das kann natürlich auch immer besser. Allein schon, weil wir schon 2 Stück davon haben. Pliprin, auch Stufe 10. Sehr schön. Und Heatran im Pokédex. Ja, kommen wir mal ins Dorf zurück. Die nächsten 2 Tafeln, eben denke ich mal, können wir nächste Folge dann sammeln. Oder sich mal einen davon. Weil wer weiß, was andere für Quests kommen. Die mit Diam und Perla haben wir gesehen, dass sie noch irgendwo bereitstehen. Die Quest hier ist auch klar. Ich würde sagen, ansonsten sieht es ja schon mal ziemlich gut aus für uns, wa? Die Tafel des Mondgruß-Kampffelds. Die Tafel des Stand des Aufbruchs, okay. Schon ein bisschen forschen unterwegs, aber egal. Da ist aber auch alles klar. Was ich ganz kurz noch gucken will, ob der Ginkgo-Händler noch das letzte Item für Rotom hat. Nee, Hyperball-Set ist zwar, klingt cool, aber Steine haben wir genug. Haben noch einen Blattstein, den brauche ich noch für Hisui Voltoball. Damit er das zu Hisui Elektroball entwickeln kann. Ansonsten... Doch, warte mal, etwas mache ich jetzt noch. Weil wir es sonst wie immer vergessen. Umziehen, Leute. Irgendwie... Ah, guck mal, wir haben sogar einen Ninja-Anzug.
Also ist der komplette Anzug. Ah, okay. Entschuldigung. Ninja-Anzug mit modernen Schuhen. Oh, mag ich nichts. Fluchfuchsmaske. Gruselig, gruselig. Aber nur damit ich dann Zukunfts-Michael fragen kann, what the fuck, Michael, Vergangenheits-Michael, was hast du dabei gedacht, sowas anzuziehen? Der wird sich freuen, Freunde, der wird sich freuen. So, soviel dazu. Ich sage an der Stelle wieder mal, wie bereits erwähnt, danke fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal zu Pokémon Legenden Arceus. Der Schlussspur geht weiter, es wird alles mehr und mehr komplettiert, auch in den Pokédex. Und ja, wenn wir erst 134 Einträge komplettiert haben, sind wir auch schon sehr viel weiter mit den legendären Pokémon. Das ist auch sehr wichtig. Hier fehlen noch die ganzen Fossilentwicklungen. Und irgendwo fehlt mir noch das ist Ultraball, Elektroball. Mir fehlt irgendwo auch noch die Porygon-Entwicklungsreihe. Ah, das Krypo, was da fehlt. Hier ist die Porygon-Entwicklungsreihe. Die mal zu suchen wird spaßig. Mobile ist glaube ich nicht so schwierig, das kriegen wir irgendwie hin. Die Entwicklung ist die Sui-Form davon, das auch, okay. Ja, auch im Gegencheck, ja, Pampyre noch, je nach Entwicklung, Vorstufe. Auch das kriegen wir hin. Pikachu, ja, und Pichu mal finden wäre auch geil. Ja, also man sieht, ein paar Pokémon fehlen noch, aber wir werden auch noch viele Pokémon jetzt klar finden. Den Rest hoffentlich auch noch demnächst. So, danke fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal, ciao zusammen.